Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Stell dir vor, du spazierst durch den Wald und plötzlich siehst du ein Reh. Was wäre deine erste Reaktion? Oh, ich glaube, ich wäre erst einmal sprachlos. Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen, ist immer ein besonderes Erlebnis. Absolut. Wusstest du, dass Rehe in Deutschland zu den häufigsten Wildtieren gehören? Ja, das habe ich schon gehört. Und sie sind vor allem dämmerungsaktiv, richtig? Genau. Viele Menschen wissen nicht, dass sie in der Morgendämmerung und in der Abenddämmerung am aktivsten sind. Das erklärt, warum man sie oft bei der Autofahrt in den frühen Morgenstunden sieht. Apropos Autofahrt. Wusstest du, dass es spezielle Schilder gibt, die vor Wildwechsel warnen? Ja, das habe ich schon gesehen. Es ist wichtig, in solchen Gebieten besonders aufmerksam zu sein. Absolut. Aber lass uns mal über ein anderes faszinierendes Tier sprechen. Den Fuchs. Füchse sind unglaublich anpassungsfähig. Sie leben nicht nur im Wald, sondern auch in städtischen Gebieten. Ich habe gehört, dass Füchse in Städten oft nach Futter suchen und sogar in Gärten graben. Ja, sie sind sehr schlau. Und ihr rotes Fell macht sie leicht erkennbar. Wusstest du, dass Füchse zur Familie der Hunde gehören? Ja, das wusste ich. Aber sie haben auch einige katzenartige Eigenschaften, zum Beispiel ihre leisen Schritte. Das ist ein guter Punkt. Jetzt, wo wir über Tiere sprechen, die sowohl in Städten als auch in der Natur leben. Was hältst du von Waschbären? Waschbären sind unglaublich neugierig und oft in der Nähe von Mülltonnen zu finden. Ja, sie haben die Fähigkeit, Dinge mit ihren Pfoten zu öffnen, fast wie kleine Hände. Das macht sie zu geschickten Dieben. Man muss wirklich aufpassen, wenn man Essen draußen lässt. Das stimmt. Aber trotz ihrer Streiche sind sie irgendwie liebenswert, findest du nicht? Absolut. Ihre Gesichtsmaske und ihr buschiger Schwanz machen sie ziemlich niedlich. Jetzt, wo wir über niedliche Tiere sprechen, wie sieht's mit Eichhörnchen aus? Eichhörnchen sind unglaublich schnell und geschickt. Ich liebe es, ihnen beim Springen von Baum zu Baum zuzusehen. Und sie sind erstaunlich gut darin, Nüsse zu verstecken. Angeblich finden sie nicht immer alle wieder. Ja, das trägt zur Verbreitung von Bäumen bei. Ein kleiner Beitrag zur Natur, könnte man sagen. Genau. Hast du jemals versucht, ein Eichhörnchen zu füttern? Ja, aber sie sind ziemlich scheu. Man muss sehr geduldig sein. Das stimmt. Aber mit ein bisschen Geduld kommen sie oft näher. Tiere sind wirklich faszinierend, nicht wahr? Egal ob groß oder klein, sie alle haben ihre Eigenheiten. Absolut. Und sie erinnern uns daran, dass wir Teil eines größeren Ökosystems sind. Das ist ein schöner Gedanke. Vielleicht sollten wir öfter innehalten und die Tierwelt um uns herum schätzen. Ja, das sollten wir. Ich frage mich, welches Tier unsere Zuhörer am meisten fasziniert. Was denkt ihr? Habt ihr ein Lieblingstier, das euch besonders fasziniert oder inspiriert?